ist Tag Nummer 16. Da brauchst du schon sehr viele Finger, um 16 zu zeigen. Wirklich, ich gratuliere euch, Heroes, für die wirklich das durchziehen, auch die, die Ja. es vielleicht nur ein paar Tage gemacht haben, die sagen, ich habe nicht gefastet, wie auch immer. Du bist anyhow ein Hero, aber die Leute, die sagen, die haben bewusst verzichtet, zum Durchblick zu leben, Heroes. Heute sehen wir, wie kann man im Geben wachsen, was ich das cool finde, wenn du zum Glauben kommst. Es ist nicht so, dass du plötzlich alle Themen unter Kontrolle hast, plötzlich alles funktioniert. Es ist etwas Wachsens, man beginnt irgendwo, aber das Schöne ist, Gott lässt sich nicht einfach da stehen, wo du bist. Ich vergesse das nie mehr. So meine Mutter hat mir ganz am Anfang in der katholischen Kirche, ich vergesse es nie mehr, war ein kleines Kind, eine Münze in meine Hände gelegen, um in die Kollekte zu werfen. Da habe ich gesagt, Mami, es macht doch gar keinen Sinn, es ist ja dein Geld, das du von deinem Portemonnaie mir gegeben hast. Hat sie gesagt, ich möchte, dass du nie in der Kirche bist und nichts gibst, weil das ist immer ein Zeichen, du kamst auf die Welt mit nichts und du gehst wieder von dieser Welt mit nichts. Du sollst dir bewusst sein, alles, was du hast, ist ein Geschenk Gottes und man kommt nicht in die Gegenwart Gottes mit nichts. Das macht man nicht, das ist respektlos. Das ist auch ein kleiner Glaube, den du hast, weil du hast die Dankbarkeit verloren. Ich möchte nicht sagen, dass man nicht zu Gott kommt mit nichts, aber du glaubst, du verstehst, was ich mit dem eigentlich sagen möchte. Das heißt, sie hat mich gelernt und trainiert, schon als kleines Kind, diese Dankbarkeit nicht zu verlieren. Susanne, wir werden heute einen längeren Bibeltext vorlesen. Im ersten Moment hört es sich ein bisschen negativ an, aber du musst dahinter verstehen, der Prozess, den die ersten Christen einfach nicht mehr weitergegangen sind. Dass sie haben gestartet und dann sind sie plötzlich stehen geblieben. Und das ist eigentlich crazy. 1. Korinther 3, Vers 1 bis 3 steht: Liebe Brüder und Schwestern, ich konnte allerdings zu euch nicht wie zu Menschen reden, die sich vom Geist Gottes leiten lassen und im Glauben erwachsen sind. Ihr wart noch wie kleine Kinder, die ihren eigenen Wünschen folgen. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn die hättet ihr gar nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht, denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweisen Eifersucht und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch von eurer selbstsüchtigen Natur bestimmt werdet und wie alle anderen Menschen denkt und lebt? Ich finde es spannend, Krass. diesen Bibeltext anzuhören in Bezug auf Finanzen. Also die sich vom Geist Gottes leiten lassen in Bezug auf Finanzen und immer noch Kinder sind in Bezug auf Finanzen, immer noch Eifersucht und Streit und selbstsüchtige Natur, so leben wie in der Welt leben. Das sind alles so Dinge, die Paulus beschreibt und die auch uns reflektieren können in Bezug auf den Wachstum im Geben. Also gut gestartet, aber irgendwo stehen geblieben und das ist wirklich schlimm. Also das ist wie wenn du, wir jetzt diesen Sonntag erklären, du bleibst in der Wüste stehen, die Versorgungswunder. Das ist die meiste Phase, wo die meisten Christen stehen bleiben. Die sagen, ja, aber Gott versorgt mich. Ja, logisch macht er das. Aber das ist nicht das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Also wir werden heute über die Leiter der Großzügigkeit sprechen. Ganz kurz sind 6 Phasen, die man durchläuft. Die Phase Nummer 1, man gibt zum allerersten Mal, habe das gesagt, die Münze in meinen Händen von meiner Mutter hat gesagt, erinnere dich, woher du kommst und woher du gehst. Also undankbare Menschen haben vergessen, dass alles ist ein Geschenk Gottes. Dann die Stage Nummer 2. Kommt das gelegentliche Geben. Also du hast gelernt, dass Geben etwas Schönes ist und du beginnst die Nöte zu sehen oder die Situationen, wo du mit deinen Finanzen einen Unterschied machen kannst und Veränderung bringen kannst. Und plötzlich wird es ein Herzensanliegen. Das ist gelegentliches Geben. Dann Stufe Nummer 3, man beginnt regelmäßig zu geben, man macht einen Dauerauftrag, man entscheidet sich für einen Betrag, aber sprechen wir noch nicht von den 10%, sondern einfach, das ist schon ein krasser Glaubensschritt, wenn du es noch nie gemacht hast, der Schweiß läuft herunter, das ist ein Glaubenakt. Und wirst merken, das ist eine Entscheidung, dass du auf das System Gottes mehr vertraust als das System in der Welt. Dann die Stufe Nummer 4. Das ist der 10. Geben und da gibt es einen spannenden Wechsel. Bis dahin hast du gegeben, was dein Herz dir gesagt hat oder was du einfach für einen Eindruck hattest, aber beim 10. Geben, da gibt plötzlich dein Einkommen den Maßstab an und das ist in meinen Augen meist ein bisschen höher als das, was sich so gut anfühlt in unserem Herzen.
Plötzlich wird dein Einkommen der Maßstab und du sagst, okay, jetzt verpflichte ich mich nicht nur regelmäßig, sondern ich verpflichte mich regelmäßig für einen Betrag. Und das ist immer so, sagen, der Zehnte, es geht nicht, ich habe Miete, all diese Dinge, das ist, aber es erklärt, wenn man das reindrückt, funktioniert das nicht in den Kreislauf. Du musst es nochmal sauber starten, sagen, ich gebe das 10%, das ist das Erste, was weggeht, und mit dem Rest kann ich dann leben. Es kann sein, dass du deine Wohnung, eine andere Wohnung gehen musst, das Auto verkaufen darfst, um Downgrade zu gehen. Es sind viele Dinge, die man macht, und das ist wie das Fasten, man entschlackt, man entschleunigt, man wirft Dinge weg. Es tut auch manchmal gut, eine Veränderung zu erleben. Wir haben gerne das Resultat der Veränderung, aber nicht der Prozess dahin. Und Veränderung ist etwas Gutes, weil es bringt wieder neue Dinge nach vorne. Dann die Stufe Nummer 5. Das ist, wenn wir darüber hinausgeben. Das heißt bei uns im ICF Reach Beyond, weil es eben über den 10. hinausgeht. Wir haben Projekte gesammelt und zusammengestellt, wo wir ganz bewusst den Nöten über unsere 4 Wände hinaus begegnen können. Und das ist auch bereits ein nächster Schritt vom Geben. Also 10%, das, was dein Einkommen bestimmt, aber dann gibt es auch den Schritt, darüber hinaus geben. Das ist dann das Opfer. Dann die Stufe Nummer 6, und ich glaube, viele werden nicht dein Einkommen, auch nicht müssen, das ist, man gibt alles, ich meine wirklich alles. Wir haben zweimal, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, wir haben zweimal unser ganzes Bankkonto geleert für die Church. Und ich glaube, wir haben oft, wenn das hört, man an Angst, muss ich auch alles gehen, und da gehen 1000 Dinge los, und dann hört man die Witwe, die gab die Coins, und die hat alles gegeben, und dann hört man das und denkt, oh meine Güte, man kommt in die Spannung rein. Das wirst du höchstens, und ich sage es jetzt bewusst, ein bisschen nicht im Glauben, einmal, wenn überhaupt, im Leben erleben. Also die meisten werden nie diesen Challenge von Gott hören, sondern werden Challenge säen und ernten. Nimm das, was du hast, vergrößere es, vermehre es, damit du mehr geben kannst. Aber das ist oft ein Herzenstest bei Leuten, die ein Start-up, eine Firma, eine Kirche starten, ist fast immer dann die Frage von Gott, glaubst du an das? Weil wenn du all in gehst mit deinen Finanzen, sagst du nicht einfach, I have a dream, wir wollen ein bisschen Kirchen sein, ein bisschen Kirchen spielen. Dann merkst du, es ist kein Zirkus, es ist kein Freizeitprojekt, das ist wirklich eine Berufung. Wie Abraham verließ alles, das ganze Haus von den Eltern. Das erlebst du nicht andauernd. In dem Sinne möchte ich dir ganz bewusst sagen, es ist auch etwas, was Gott speziell Leuten ein Mandat gibt, die eine Firma gestartet haben. Weil, wenn du eine Firma startest, wenn du fragst für Investments von anderen Leuten, würden Leute fragen, wenn du an die Firma glaubst, an das Produkt, würdest du niemals für Investments fragen. Dann gehst du all in. Und es ist das Gleiche in der Wirtschaft, würden Leute dir Management diese Frage stellen, die nicht mal Christen sind. Also wenn du an das glaubst und du hast Finanzen, ein Haus, dann verkauf doch alles, investiere es, dann bist du Milliardär. Wieso fragst du mich dann um Finanzen? Ich bete einfach für diese Leiter, weil wir starten irgendwo und wir entwickeln uns dahin. Vater, ich danke dir, dass du ein wachsender Gott bist, und wir haben diesen Bibeltext gelesen. Ich will nicht, dass Eifersucht, Missgunst und Streit mich blockiert in meiner Entwicklung, im Glauben mit dir, in jedem Bereich. Weil ich bin nicht ein Opfer, habe einen siegreichen Geist. Ich bin nicht unten, ich bin oben, ich bin nicht hinten, ich bin vorne. Du hast mich bestimmt, um zu regieren, um zu prägen, um Einfluss zu nehmen, um auch zu multiplizieren und zu investieren. Und ich bitte dich, dass du mich taufst mit dem Geist vom Investment, dass ich schlaue Investments machen kann. Und für das brauchst du krasse Wunder, krasse offene Türen, wo du wieder säen und investieren kannst. Ich segne dich heute im Namen des Vaters, im Namen von diesem Sohn von Jesus Christus und auch in der Kraft des Heiligen Geistes, weil wir leben nicht aus unserem eigenen Fleisch, aus meinen Möglichkeiten, aus meinem Denken, aus dem, was ich kann, sondern wir leben aus dem, was er kann und was er tut und tun wird, weil wir gehören zu dem Gott, dem alles gehört. Er ist der Schöpfer, liebe Brüder und Schwestern, von allem, was es gibt. Du gehörst bereits zur Schöpfung Gottes. Das heißt, das ist krass zu wissen, wenn du heute in den Zug einsteigst, der Zug gehört heute dir. Wenn du mit dem Flugzeug fliegst, der A380 gehört jetzt die nächsten 10 Stunden dir. Du hast eigentlich schon einen Privatjet. Also, God bless you für diesen Tag. Bis morgen. Tschüss.